zwei schöne. Wow, So die ein sind Haufen. toll, Laura. Da gibt es die besten Kegel, riesengross. Willst du die Mona auch in den Kindergarten mitnehmen? Ja, vielleicht brauche ich ja die anderen auch noch. Frau Heberli hat im Fall gesagt, dass die Gruppe Nilpferd auch noch basteln will. Ich mache ein Glückssäule. Und du, Laura, was machst du? Ich? Weiß noch nicht. Sag jetzt, was machst du? Ich glaube, ich mache es. Psst. Kommt hierher. Ein Igel. Ist der klein? Nicht so laut. Sei leisli. Ja, wie klein. Oh, so herzig. Oh, so herzig. Was macht er echt da? Vielleicht sucht er ein Winterquartier. Das machen die Igel im Herbst und schlafen den ganzen Winter lang. Oh, er möchte den Winter bei uns bleiben. Dann passe ich auf ihn auf. Und wenn es kalt wird, nehme ich ihn zu mir heim. Du? Wieso du? Ich kann auf ihn aufpassen. Ich auch. Nein, ich habe ihn gefunden. Er gehört mir. Uns beiden. Oh nein, nicht jetzt. Bitte nehmt nicht die Leine. Frau Bauer, sonst frisst er unseren Igel. Was? Ein Igel? Um Gottes Willen. Nein, Fifi, das darfst du nicht. Kleine Igel verschrecken, das darfst du nicht. Komm jetzt. Wir wohnen in einer Hütte. Da ist es sonst gefährlich für ihn. Wartet da und passet auf ihn auf. Ich hole schnell einen Karton. Ihr könnt unterdessen Laub und Gras suchen, zum Auspolstern. Gut. Warte mal, du bleibst da und passt auf den Igel auf. Du bist nämlich jetzt der Igelbeschützer. Sali Igel, ich bin der Tommy. Du musst keine Angst haben. Ich mach dir nichts, gell? Papi, Papi! Ist der Papi schon zurück vom Posten? Nein, Annik. Und ich sollte üben, Laura. Wir haben abgemacht, dass ich eine ganze Stunde ungestört üben kann. Ja, ich weiss, Mami muss nur etwas holen. So, zuerst posten wir es innen schön aus und dann legen wir ihn da rein. Ich glaube, der will nicht. Was machen wir jetzt? Ich weiss noch etwas. Die kleinen Igel nimmt man im Herbst ins Haus zum Überwintern, weil sie draussen würden verhungern und verfrieren. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Armer kleiner Nico, hab keine Angst. Ich nehme dich zu mir heim. Wieso du? Ich könnte ihn füttern. Mein Papi fischt. Ich habe einen Haufen Würm. Igel haben wahnsinnig gern Würm. Aber du hast eine kleine Schwester, die kreist überall um. Es ist gefährlich für einen Igel. Und bei euch daheim hört man immer Musik. Deine Mutter spielt dauernd Cello. Das stört den Igel Stimmt doch. gar nicht. Meine Mutter spielt meistens Mozart. Und Mozart hören alle gern. Nein, ich nehme ihn mit. Igel fressen Mäuse und Mäuse hat es bei uns im Keller. Das mit den Mäusen glaube ich dir nicht. Ich auch nicht. Was fressen die Igel eigentlich überhaupt? Ausser die Würm. Ich frage jetzt Mami. Mami, was fressen die Igel? Weißt du das? Wegen dem kommst du. Haben wir nicht abgemacht, dass du... Excuse, Mami. Ich weiss, dass ich nicht stören sollte, aber es ist wichtig. Ich muss es wissen. Dann schau in deinem Bilderlexikon nach. Da ist... Ah ja, stimmt. Danke, Mami. Erde, Himmel. Igel. Laura, hast du mich verschreckt? Excuse, das ist das letzte Mal. Ich kann das noch nicht lesen. Das ist dann aber auch wirklich das letzte Mal. Der Igel ist ein Wildtier. Er frisst Insekten, Schnecken, Regenwürmer, Schlangen und Mäuse. Messi, Mami, jetzt störe ich nicht mehr. Ja, das hoffe ich. Hallo Stan, da bist du ja. Stell dir vor, ich kann einen kleinen Igel heimnehmen zum Überwintern. Ich habe ihn nämlich gefunden, darum gehört er mir. Oh, das ist sicher der Tommy. Nicht Leute, die Mami ist am Üben. Weißt du es jetzt? Fressen die Igel Mäuse? Ja, Mäuse fressen sie manchmal auch. Aber nur selten, wenn sie keine Insekten oder Schnecken finden. Hä?
Schnecken! Die gibt's bei Mami im Kräutergarten. Dann gehört er mir. Kommt schauen. Pass auf den Igel auf, Tommy. Hallo Igel, ich bin's, der Tommy. Warte schnell, ich bring dir einen feinen Regenwurm. Da gibt's im Sommer tonnenweise Schnecken. Ja, aber es ist nicht mehr Sommer, es gibt keine Schnecken. Zu dir kommt er nicht. Zu dir aber auch nicht. Oh doch, in unserem Haus gibt es eine Tür, einen Haufen. Weisst, dort habe ich mal eine Maus gesehen. Dort hat der Igel Mäuse gesucht. Kommt mit. Also gut. Wieso ist er fort? Du hättest auf ihn aufpassen. Ja, ich wollte nur einen Regenwurm suchen. Schnell, wir müssen ihn suchen. Er kann noch nicht weit fort sein. Das kann doch nicht sein, er war ja erst noch da. Mal daher schnell. Menschen sind vom Igel. Weiss ich nicht, aber wenn? Dann ist er sicher dort rübergelaufen, auf die Straße. Auf die Straße. Dort dürfen wir nicht hin. Auf gar keinen Fall sind das Igelbäueli. Die sind sicher von einem Eichhörnchen. Oder von einem Hase. Ich gehe und frage die Mami. Dir suchen unterdessen weiter. Ich bin gerade wieder da. Oh, Papi, das ist gut, dass du da bist. Wir haben einen Igel gefunden. Musst du mal schauen. Ich zeige dir etwas. Warte, da. Es ist wichtig, Papi. Sind das Igelbäueli? Igelbölleli? Ja, wenn es seine sind, dann finden wir den Igel vielleicht irgendwo von aussen. Wie? Was? Hat gemeint, der hätte ihn schon gefunden? Ja, aber dann wieder verloren. Und jetzt müssen wir ihn schnell finden, dass er bei uns überwintern kann. Auf die kleinen Igel muss man doch aufpassen, Papi. Weil sie sonst sterben. Ja, das weiß ich. Aber Was? ja, es ist sicher nicht einfach, auf so einen Igel aufzupassen. Ich weiß da auch nicht sehr viel drüber. Aber ich habe gehört, dass man sich nur darum kümmern muss, wenn sie untergewichtig sind. Untergewichtig wer dann? Ich wollte nicht stören, Mami, aber wenn du gerade da bist, sind das etwa Igelbäueli? Keine Ahnung. Da beim Kästelenbaum habe ich ihn gefunden. Vielleicht ist er ja wieder da. Ich habe dort noch gar nicht nachgeschaut. Warte mal, Laura, der Papi hat recht. Ich weiß leider auch nicht so genau, was für ein Igel gut ist. Ich könnte eine Freundin anrufen, die beim Tierschutz arbeitet. Soll ich das machen? Oh ja, das wäre toll, wenn ich ihn nur wieder finde. Was ist mit dem Igel? Haben Sie ihn gefunden oder verloren? Beides, glaube ich. Hallo Stern, wir suchen immer noch. Weißt du zufällig, wo der Igel ist? Bitte hilf mir. Da bist du ja. Komm daher, ein kleiner Igel. Ich habe ihn. Ja! Ich habe ihn wieder, Mami. Oh, Schnell, hol den Garten daher. Aber pressiert ein bisschen, hä? Merci, lieber Stern. Jetzt habe ich ihn zum zweiten Mal gefunden. ist gut. Wir kommen dann immer bei dir besuchen, weil irgendwie gehört er ja uns allen. Laura, bringe den Igel mal da hin. So, dann wollen wir mal. Ich habe mit meiner Freundin telefoniert. Die weiss es genau. Nur Igel unter 500 Gramm darf man zum Überwintern heimnehmen. Die bringt man zuerst auf die Igelstation. Dort werden sie untersucht und geimpft. Dann päppelt man sie Hai auf mit Hundefutter und Haferflocken. Vorsicht! 700 Gramm? Er ist genug gross. Die Waage ist ganz sicher kaputt. Oh nein, die ist genau. Der Igel ist genug gross, um im Winter selber zu überleben. Der hat sich sicher nur auf dem Spielplatz verirrt. Ihr müsst ihn wieder freilassen. Am besten sofort, wenn es noch dunkel ist. Er ist ein nachtaktives Tier. Oh, jetzt gerade. Können wir ihn nicht noch ein bisschen behalten? Schau doch, er ist ein Wildtier. Der fühlt sich draussen am wohlsten und da überwintert er auch. Vielleicht sogar mit seiner Familie. Das verstehst du doch, oder? Wartet, ich komme mit. Ich telefoniere aber vorher noch mit euren Eltern. Und wo wollen wir ihn aussetzen? Also da unten lieber nicht. Denk nur an Fifi, wie der immer rumschnüffelt. Es gibt da noch mehr Hunde. Das wäre gefährlich für ihn. Ich weiss, wo wir ihn herbringen müssen. Kommt mit. Oh, das ist aber fest dunkel. Da nicht. Da lauert etwas. Ein Wolf. Aber nein, da gibt's doch keinen Wolf. Da. Ich glaube, da ist es gut. Warte, ich habe doch noch etwas für dich.
Tschüss, du kleine Nego. Mach's gut. Lieber Stern, ganz sicher weißt du, wo der Ego hergegangen ist. Pass gut auf ihn auf und danke, dass du mir so gut geholfen hast. Und weisst was? Ich habe noch einen Haufen andere Ego-Kinder. Schau mal. Sind die nicht toll? Und untergewichtig sind sie auch alle.